Denn oft sind es nur die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Ein freundlicher Kollege, ein gutes Gespräch oder der süße Senf zur Weißwurst. Das hat sich auch ein ehemaliger Musiker gedacht. In einem Alter, in dem andere bereits an die Rente denken, ist er noch mal als Unternehmer so richtig durchgestartet und hat in Fürstenfeldbruck eine Produktion für Biosenf aus dem Boden gestampft. Matthias Flasskamp ist gerade bei der Produktion dabei. Oh, schicke Mütze. Matthias, was ist denn das Besondere eigentlich an Biosenf? Ich kann dir so eine Mütze mitbringen. Aber erstmal wollen wir eben versuchen zu klären, wie das eigentlich geht, Biosenf. Also das hier neben mir ist das Ergebnis, so schaut es im Glasl aus. Und das hier ist der Anfang, Senfkörner. Das bedeutet im Fall von Bio, da dürfen keine Wachstumsmittel, keine Spritzmittel und auch keine Gentechnik drin sein. Die kommen in dem Fall hier auch noch aus der Region, nämlich aus Pfaffenhofen an der Ilm. Dann werden sie hier in diesem Betrieb weiterverarbeitet. Zuerst kommt alles in diese große Senfmühle, die Sie da sehen. Da wird das Senfkorn entölt. Man kann es auch sehen, hier tropft es raus. Und das ist dann das Senföl. Ungefähr 15% Öl enthält so ein Senfkorn. Und dadurch, dass man das hier rausnimmt, wird das Produkt stabiler und geschmacklich auch ein bisschen besser. So, das ist dann das Ergebnis hier. Das ist Senfmehl, staubtrocken. Dürfen Sie auch mal probieren. Das Besondere ist, das schmeckt am Anfang erstmal nach gar nichts. Und wenn es dann im Mund durchfeuchtet ist, dann wird es ein bisschen scharf. Und das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Ich bringe jetzt mal das Senfgranulat zum nächsten Produktionsschritt. Das ist sowas wie eine riesengroße Küchenmaschine. Also sprich, hier wird einfach alles zusammengerührt. Und ich bringe Nachschub. Darf ich? Ja. So, habe ich gelernt bei meiner Frau, wie man das in die Backmaschine gibt, schön einzeln, damit nichts klumpt. Senf wäre jetzt also schon mal drin. Matthias Eberl ist hier der technische Leiter. An dieser Stelle produzieren Sie gerade süßen Senf, Hausmachersenf. Was kommt jetzt da außer dem Senfmehl noch rein? Außer dem Senfmehl kommt noch hinzu Wasser, Essig, verschiedene Gewürze, die wir hier im Haus auch selbst mahlen und Karamell, welches wir auch selbst zubereiten. Das heißt, das sind schon mal die Zutaten, die machen dann zum Teil zumindest den Geschmack aus. Welche Rolle spielt dabei die rein handwerkliche Herstellung, sprich wie Sie es machen? Dadurch, dass wir vom Senfkorn auf bis zum Senf im Glas alles selbst machen und es viele verschiedene Produktionsschritte sind, ist es sehr wichtig, den Geschmack des Senfes, da es ja ein arbeitendes Produkt ist, zu kontrollieren, abzuschmecken, die Farbe zu kontrollieren. Und dabei ist Handarbeit sehr wichtig. Genau. Das heißt, wird zwischendurch auch immer ein bisschen angepasst, das ändert sich, ne? Richtig, genau. Man muss sich auch auf die Konsistenz des Senfes und den Geschmack jeweils anpassen. Vielen Dank, Herr Eberl. Wir schauen ein bisschen weiter. Und zwar, das ist dann der nächste Schritt hier. Die Maische heißt beim Senf genauso wie beim Bier. Also das Wasser plus das Senfmehl wird hier erhitzt auf eine ganz bestimmte Temperatur. Kommt dann hier rüber. Wir sind gebeten worden, diese Temperatur nicht zu verraten, denn die spielt dann auch eine Rolle für den Geschmack. Das ist also sozusagen Betriebsgeheimnis, was wir auch gerne wahren. Hier wird dann die Senfrohmasse abgekühlt und ist dann im Prinzip auch schon fertig. Eine Besonderheit hier bei dieser Firma, beim Münchner Kindelsenf, ist, dass das Karamell, was wir hier sehen, auch von Hand von den Mitarbeitern direkt hergestellt wird. Normalerweise kauft man das einfach zu in einer industriellen Großproduktion. Aber hier, dampft schon recht gesund außer, wird eben alles per Hand hergestellt. Dann ist der Senf im Prinzip, was einmal die groben Zutaten angeht, fertig und wird drüben abgefüllt. Auch da wollen wir einen Blick drauf werfen, wie das aussieht. Da sind natürlich an bestimmten Stellen immer mal wieder Maschinen im Einsatz, wie zum Beispiel hier diese Abfüllmaschine für Tuben. Hat Seltenheitswert, hat mir der Besitzer erzählt, musste er einkaufen irgendwo in der Schweiz, von denen gibt es nämlich kaum noch welche. Aber auch da gibt es eben kein Fließband und keine rhythmisierte Großproduktion, sondern Mitarbeiter müssen diese Maschine bedienen und immer wieder nachfüllen, sodass der Senf dann in die Tube kommt, beziehungsweise ins Glas. Was passiert an dieser Station hier? Das ist jetzt der Hausmachersenf, den wir eben in der Herstellung gesehen haben. Glas für Glas wird er von den Mitarbeitern in das Gläschen eingefüllt, hinterher verschlossen und dann ist er im Prinzip fertig. Und außerdem stellt die Firma hier in Fürstenfeldbruck nicht nur Senf her, sondern auch noch Soßen. Und da gibt es was Besonderes zu erwähnen. Diese Barbecue-Soße hier hat auf der Grill-Weltmeisterschaft, auf der Barbecue-WM in den USA den ersten Platz belegt. Ist also Weltmeistersoße. Und das
schafft auch nicht jede deutsche Firma. Ich freue mich jetzt, dass ich zu Gast bin beim Inhaber der Firma, Theo Hartl. Servus, Herr Hartl. Grüß Gott, freut mich sehr. Mensch, Weltmeistersoße, sind Sie ein bisschen stolz drauf, oder? Das hat sich so ergeben und wir sind natürlich glücklich, dass wir so ein tolles Produkt haben. Was hier jetzt natürlich auffällt, Sie haben viele Mitarbeiter beschäftigt und im Prinzip passiert alles bei Hand. Das könnten Sie doch, indem Sie hier einfach Maschinen hinstellen, billiger, schneller und mit einem höheren Ausstoß machen. Warum nicht? Wir stellen über 50 Senfsorten her, die natürlich mit der Hand hergestellt die Qualität auch wiedergeben. Und außerdem sind wir Menschen lieber wie Maschinen. Das ist eine hochrespektable Einstellung, die findet man nicht bei jedem Unternehmer. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Biosenf zu machen? Sie haben eine wirklich interessante Karriere. Sie waren Musiker, Jeansverkäufer, Stahlbauer und dann Senfhersteller. Wie sind Sie auf den Dreh gekommen? Meine Familie macht seit ca. 100 Jahren Senf und das war immer so im Hintergrund. Mein Vater hat das gemacht und als ich vor 28 Jahren Vater wurde und mir überlegt habe, was ich meinem Kind zum Essen gebe, war ich in einem Jeansladen, in einem Naturkostladen und habe festgestellt, Senf gibt es nicht. Und da war die Idee geboren. Also Biosenf, Marktlücke erkannt und genutzt. Sie haben hier am Betrieb in Fürstenfeldbruck auch einen Werksverkauf. Was hat man da für Vorteile, wenn man vorbeikommt? Erstens mal ist es ein bisschen günstiger. Zum zweiten Mal hat man die Möglichkeit, hier alles zu probieren. Und Freitagnachmittags bin ich meistens selber da und dann kann ich auch viel erklären, wie man Senf macht und was dazu gehört. Sieht man sogar den Erfinder und den Chef selber. Vielen Dank, Herr Hartl, für diesen Einblick, den wir geben durften. Wirklich interessant, Ihre Firma. Und was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wie schmeckt nicht nur das Senfmehl, sondern auch der Biosenf. Leider darf ich den hier in der Abfüllung nicht probieren. Das ist gesetzlich verboten. Aber ich gebe einfach zurück zu meiner geschätzten Kollegin Anna Groß. Geh raus und probiere den jetzt. Darfst mir auch gerne ein Glas mitbringen, Matthias. Danke dir.